wir sind berufen als königliche, priesterliche Menschen, um auch wirklich Dekret zu erlassen, die im Sinn von unserem König gelten. Ich begrüße euch heute herzlich aus dem ehemaligen Kino Palace in Winterthur. Der LiveNet-Talk ist wieder ein bisschen auswärts und wir können heute einen mega spannenden Gast bei uns begrüßen. Ich freue mich sehr auf das Treffen, die Begegnung und das Gespräch heute mit der Lilo Kauer. Wieder einmal, wo wir zusammen ein bisschen über ein Thema reden, das euch jetzt gerade aktuell sehr beschäftigt und auch eine starke Vorfreude schon aufkommt. Das Purimfest, 23. März. Hören wir gerade mehr von dir direkt, was das eigentlich ist. Für die vielleicht bei diesen jüdischen Festtagen nicht ganz so daheim sind. Aber zuerst mal, Lilo, einfach allgemein die Frage, wie geht es dir? Wie seid ihr drinnen aktuell, gerade auch abgesehen vielleicht vom Purim? Danke, dass ich da sein darf zuerst. Sehr schön, Flo. Es geht mir gut. Ich bin ja immer noch eigentlich in dem Jahr von der Trauer, sagt man, seit der Geri gestorben ist. Und ja, das ist eigentlich recht eine aktive Sache im Sinne von, dass es nochmal ans Leberli geht. Mit dem Umräumen und was da so alles zu bewältigen gibt. Und auch finden, Jesus, was hast du vor? Wie siehst du jetzt das Leben? Mhm. Und jetzt, im April ist es dann ein Jahr und ich habe den Eindruck, es hat mir gut getan, dass ich einfach alles eigentlich runtergefahren bin, ausser den Schleife-Einsätzen. Genau, ja, dort hat man schon gesehen, Dienstagabend ab und zu die Lilo auch wieder natürlich mit prophetischen Gedanken, wo Gott in die Zeit hineinredet. Und das ist ja wirklich eine mega bewegte Zeit, herausfordernde Zeit, erst recht seit dem, was letzten Herbst passiert ist, im Oktober, wo gerade, wenn wir vorhin vom Jüdischen geredet haben, was ja eben bei eurem Anlass jetzt am 23. März darum geht, ja, total viel neu herausgefordert hat, geschichtet hat und so weiter. Was ist da so das, was du im Moment spürst oder auch von Gott her gehört hast in dieser verrückten Zeit, vielleicht, wo wir drin sind? Ja, es geht wirklich um ein Rütteln und ein Schütteln. Und ich glaube, dass das Herz von Gott wirklich ausgerichtet ist auf das, was jetzt mit seinem Ursprungsvolk passiert und was in dem Land passiert, mit den Menschen passiert. Juden und den Araber und allen, die dort sind, aus allen Nationen. Und dass wir auch ein Stück herausgefordert sind, hinzuschauen. Und das rückt uns einfach auf den Leib. Und ich glaube, dass das Purimfest, wenn ein Block ist in diesen Festen inne, wo ja etabliert worden ist von der Königin Esther und dem Mardochai, dazumal so was ist das gewesen? 450 umeinander. Und vor Christus. Und da ist das deklariert worden, dass man das Fest immer wieder feiern soll. Und das nehmen wir jetzt einfach auch in der Schleife zum Anlass. Und dann gibt es wirklich 24 Stunden Worship und ein Fest, auch eben zum wieder erinnern an das, was die Königin Esther dann an Mut auch bewiesen hat, eben zusammen mit ihrem Onkel. Oder? Das Duo kann man ja ein bisschen zusammen anschauen. Ich habe das Buch Esther wieder gelesen im Vorfeld. Eben. Und jetzt sind wir schon mit drin, eben in dem, was das Purim ausmacht. Genau. Also das ist schon stark auch bei euch jetzt auf jeden Fall. Gebet und Worship, gell? Ja, Gebet und Worship. Und es ist ja nicht einfach ein Zurückschauen, sondern ich glaube, es ist auch ein Anschauen. Was hat uns die Schrift, die Geschichte zu sagen? Was können wir lernen?
wo sind die prophetischen Hinweise? Das heisst, wo können wir einen Schatten sehen oder ein Zeichen sehen, das hindeutet bis in unsere Zeit hinein. Und da ist die Geschichte so reich. Und darum, wenn wir nicht nur die Geschichte erzählen, übrigens spielen wir sie auch noch am Schluss dann, das ist immer sehr spannend, sondern wir wollen auch im Gebet gewisse Dekrees machen. Dekret. Ja, Dekret. Ja. Wie es Überschreiben von dem, was hier geschehen ist. Die haben ja auch ein Dekret vom König überschrieben. Und wir, das glauben wir, sind berufen als königliche, priesterliche Menschen, um auch wirklich Dekret zu erlassen, die im Sinn von unserem König gelten. Also wo stark unsere Identität und unseren Stand und so weiter betreffen. Genau. Ja. Und du hast auch in einem Einladungsvideo, wo mich schlussendlich darauf gebracht hat, oh ja genau, hey, jetzt wäre es mal wieder dran, Lilo in so einen Talk einzuladen, hast du nämlich gesagt, dass die Esther auch so stark für das steht, sie ist born for such a time. Also, sie hat so können lassen, oder? Dass es so ansprechen oder das Risiko einzugehen, das anzusprechen und fürs Volk aufzustehen. Und du hast mir auch den Vers so ein bisschen gehighlightet vorher, gell? Du hast gesagt, dort im Esther 4 und nachher ist es 14, oder? Und vielleicht bist du deswegen gerade in dieser Zeit Königin geworden. Ja. Genau. Und sie hat es einfach gemacht, sie hat es gewagt. Ja. Sie hat es gewagt. Und also für die vielleicht jetzt die Geschichte nicht kennen, sage ich schnell. Die Esther war ja ein Waisenkind und ist aufgezogen worden von ihrem Onkel Mordechai. Und ist dann erwählt worden am Königshof, weil die erste Königin vom Xerxes I., die hat es eigentlich verspielt mit dem König, weil sie nicht getanzt hat vor ihm. Dann ist er so verrückt worden und hat sie einfach rausgehauen aus dem Königspalast und hat dann eine neue Frau gesucht. Und dann ist da ein ganzes Harem eingeladen worden und ist ein Jahr lang vorbereitet worden, um dann einzeln am König vorgeführt zu werden. Und Esther ist dann eben auch eine von denen gewesen, ist vorgeführt worden am König. Und dann heisst es ganz schön in dieser Geschichte, er gewann sie lieb. Das dünkt mich ganz etwas Spezielles. Und dann heisst sie, ist an den Hof gekommen und der Mordechai hat ihr gesagt, du es verschwiegen, dass du eine Jüdin bist. Und die Geschichte ist weitergegangen. Es hat dann einmal einen Anschlag gegeben auf den König, den der Mordechai vereiteln konnte. Und dann ist ein neuer Premierminister eingesetzt worden vom König. Und das war der Hamas. Interessantes Wort, wenn man ein bisschen genauer hört. Und der ist so böse geworden, weil der Mordechai, der immer vor dem Tor der Stadt war einer von diesen angesehenen Juden, der hat sich nicht gebeugt vor dem neuen Premierminister, weil er ja an Gott geglaubt hat. Und der hat alles daran gesetzt, um die Juden umzubringen. Er hat es dann auch fertiggebracht beim König mit Lügen und mit hinterhältigen Sachen und hat fertiggebracht, dass es Dekret erlassen worden ist, also ein Dekret auf Deutsch, wo in die ganze Nation gegangen ist, dass alle Juden an einem Tag umgebracht werden können von der Bevölkerung. Und das ist natürlich wirklich die Katastrophe gewesen. Und Esther hat das gar nicht gemerkt, weil sie schon 30 Tage nicht mehr können zum König. Und dann ist es gewesen, dass der Mordechai das gehört hat, weil das ist angeschlagen worden in dieser Stadt Susa. Und er hat angefangen zu fasten, beten und so einen Sack anlegen und hat daheim Mais gemacht. Und dann ist es ausgekommen. Und dann hat er zu der Esther eben gesagt, «Los jetzt mal,
jetzt musst du aufstehen. Jetzt musst du einen Löwenmut entwickeln. Du denke mal daran, dass du für so eine Zeit jetzt an diesem Palast bist. Und ein interessanter Satz, du musst nicht meinen, weil du Königin bist, du kommst dann mit dem Leben davon. Auch du bist Jüdin. Ja, es steckt so viel drin. Spannende Geschichte. Ja, total. Und weil du den Löwenmut jetzt auch noch so betonst, ich habe noch gar nicht aufgeschlüsselt, warum ich die Kärtchen habe. Aber die ein bisschen unseren Kanal verfolgen, die wissen ja bereits, dass im Moment das Löwen-Thema wieder ein bisschen aufkommt. Und die Lilo dort ein bisschen schon darauf vorbereitet hat, oder sie weiss auch ein bisschen, was dort hier ja, auch prophetisch, wenn man so will, ich aufs Herz bekommen habe für dieses Jahr. Und das passt eben total. Also, das war so eine Frau, eine Löwin von dieser Zeit, kann man sagen. Und ja, wenn ich ja. Und sie, was eben wirklich bei dieser Frau ist, sie hat ja nicht einfach gesagt, ja, ich finde das sehr gut, sondern sie ist fasten und beten, das war ihre Strategie. Und hat gesagt, mach das auch Mardochai und sagt dem ganzen Volk, sie sollen das machen. Also sie ist eigentlich eine Strategie erbitten. Sie hatte ja gar keine Strategie, die man machen kann. Und das finde ich eben zum Beispiel einer von diesen Links für unsere Zeit. Es ist jetzt gerade wieder Fastenzeit. Oder? Vielleicht können wir uns auch einklinken und sagen, wir wollen dieses Wort wieder neu hören. Wir wollen dich wieder neu erleben. Wir wollen wissen, was du auf dem Herzen hast. Und ich finde, das ist dringend. Für jeden von uns. Und sie hat nachher gehört, laden zum Essen in den König. Und ich meine, das hat für sie ist das eine Lebensbedrohung gewesen. Sie musste zum König, obwohl man gar nicht dürfen, einfach so zum König. Da kommt ja die berühmte Szene, wo er dann das Zepter runterlässt und so eingenommen ist von ihrer Schönheit. Ja, genau. Und dort hier kann man jetzt wieder ein bisschen einhängen, was das vom Deuten her für die jetzige Zeit eben auch noch bedeuten könnte. Du hast vorher mal gesagt, eigentlich heisst es ja Haman, habe ich in meiner Bibel gehabt. Aber du hast vorher bewusst gesagt, nein, Ja. Hamas, oder? Ja. Genau. Also dort sind viele eben so tiefe Andeutungen drin, die man wieder kann erkennen jetzt in der heutigen Zeit. Ja, oder? ich finde, wo man anschauen muss. Ja. Weil also der Haman war ein Agagiter. Und der Agagiter, der Agag, war ein König der Amalekiter. Und das Amalekitervolk ist das einzige Volk in der Bibel, wo Gott sagt, es muss vernichtet werden. Weil es hat viele Geschichten, warum, aber ein Grund ist, sie haben damals das Volk Israel nicht durchziehen lassen durchs Gebiet, haben es angegriffen und haben es ganz gemein angegriffen. Das ist auch so eine Parallele. Die schwachen Kinder, die Alten, haben es einfach umgebracht. Mütter, die Schwangeren. Und was haben wir jetzt erlebt? Genau das. Oder bis zum heutigen Zeitpunkt werden immer noch Gefangene festgehalten. Frauen werden vergewaltigt. Es ist ein grosses Elend. Und es ist auch so, dass die Schutzschilder von dem Amalekitervolk sind jetzt Menschen. Zivilbevölkerung. Ja, die Zivilbevölkerung, die leidet. Und wo wir jetzt auch hören von den Leitern, die sind als Liebe Jesu zusammen aufgestanden. Und zwar Araber und Juden und solche aus den Nationen. Der Liebe Jesu ist aufgestanden, betet und fastet, gerade jetzt auch. Ich glaube, das ist die Hoffnung und die Antwort. Und wenn wir es noch ein bisschen vielleicht um eine Dimension erweitern, ich meine, es gibt ja verschiedenste
Blickwinkel, wenn ich aber ein bisschen hineinschaue, was dir auch für so prophetische Bulletins und Sachen rausgeben. Du hast eine Predigt erst nicht so lange her über einen Weissritter gehabt oder über diverse Aspekte. Aber was ich noch so gedacht habe, natürlich auch, weil das Löwen-Thema mich so in der letzten beschäftigt, das alte Buch von «Der Löwe des Lichts», Ja. wo mir noch so durch den Kopf gegangen ist, plötzlich Ja. wieder. Vom Scott McCloud. Ja, das ist das, genau. Wo er eigentlich so eine Botschaft an die Schweiz richtet, Ja. oder ein Wort für die Schweiz bekommen Genau. hat, für eine neue Reformation, eine Jesus-Revolution, die aber von der Schweiz ausgeht. Oder? Und es ist ja vorne drauf das Denkmal vom Leu zu Genau. Luzern, oder, wo man Ja. dort hat. Wo ich schon wieder gedacht habe, speziell, dass das, ja, ich weiss nicht, wie du dort hier einen Bezug hast oder wie du auch denkst, was speziell die Rolle vielleicht auch von der Schweiz könnte drin sein, von uns Christen hier. Ja, das sind jetzt ganz viele Fragen in einer, aber es dunkelt mich, ja, das ist natürlich hochaktuell, weil eigentlich hat ein neutraler Geist, wenn ich jetzt das mal so sagen darf, uns wirklich ein Stück neutralisiert. Das glaube ich. Wo viele von uns Mühe haben, eine Stellung zu beziehen. Und ich glaube, dass wir in einer Zeit sind, wo der Löwenmut, den wir eigentlich haben, ich meine nicht umsonst, auf das kommt das Scott McCloud auch zu reden, sind wir ein Kriegsvolk gewesen, das gefragt war. Das ist ja auch in unserer DNA inne. Ja. Und jetzt ist das muss wieder aufstehen, damit wir wieder anstehen für die Sache von Gott. Fürs Gerecht. Ich meine, die Säulen im Himmel sind Recht und Gerechtigkeit. Wir haben einen Gott von Recht und Gerechtigkeit. Wir haben einen Gott, der gut ist und durch alles, durch die Güte zeigen will. Und das kann man zeigen, indem wir aufstehen. Und nicht einfach Partei ergreifen, das geht gar nicht auf das. Aber dass wir uns zu den Juden stellen und wissen, da kommt unser Jesus her. Und wir sind das Volk, der Liebe Jesu, ist ein Volk von Juden und Heiden. Das gibt den einen neuen Mensch. Ja. Also wenn sie angegriffen werden, werden wir auch. Und ich glaube, für das müssen wir jetzt sagen, jetzt wollen wir anschauen. Ja, das hat ganz ähnlich erst vor kurzem der Dominik Klenk auch so gesagt, der Verlagsleiter von Fontis hat das auch in einem Talk genauso gesagt. Wir müssen uns einfach als Christen bewusst sein, wir sind dort eingepfropft und wenn dieser Stamm geht, gehen wir mit und sind wir die Nächsten, wir sind eins. Ja. Ich glaube, dass Jesus sagt zu uns, for such a time like this, für so eine Zeit wie jetzt, glaubst du an Jesus? Glauben dir an Jesus? Und für diese Zeit, jetzt will ich, dass ihr es mal auftönt. Und nicht feigling sind und schweigen und wegschauen. Ich glaube nämlich, das ist ja in dieser Geschichte so schön. Ich meine, es kommt dann so, dass der Haman, der die Juden umbringen wollte, die werden ja dann zum Essen eingeladen, der König und der. Und das erste Mal sagt Esther nichts. Aber das zweite Mal lässt sie es nochmal ein. Und nachher fragt der König, was willst du? Und dann sagt sie, der ganze Komplott kommt von der Haman aus. Und wir wissen heute, wenn ich das schnell einschieben darf, dass, ich glaube, das erste Mal in der Geschichte sich eigentlich Moslems zusammengetan haben, alle diese Ströme, und in diesem Krieg eins sind und zum Juden umbringen, zum Christen umbringen, das sagen sie auch und beten sie auch. Und das Volk Israel selbstverständlich auslöschen und das Land in Besitz nehmen. Das sind Decrees. Und ich glaube, wir können andere Dekrete lassen. Das ist in dieser Geschichte passiert. Das haben sie nachher nicht machen. Haben das Siegel vom König bekommen. Und ich finde, wir haben das Siegel vom König.
Ja, yes, Oder? absolut. Genau, ja, wirklich. Vielleicht ist euch auch schon aufgefallen, dass auf diesem YouTube-Kanal keine Werbung läuft. Das hier ist die einzige Werbeunterbrechung. Mit unseren Social-Media-Plattformen generieren wir keine Einnahmen. Darum sind wir auf Spenden angewiesen. Herzlichen Dank, dass ihr uns finanziell unterstützt und es so möglich macht, dass noch mehr Menschen im Glauben ermutigt werden und Orientierung finden zu aktuellen Themen. Unten in der Infobox findet ihr alle Informationen zu den Spendenmöglichkeiten. Jetzt wünsche ich euch weiterhin viel wertvolle Impulse mit diesem Video hier und den weiteren Videos auf diesem Kanal. Für nochmal meine komplizierte Frage aufzurollen, vielleicht sind dort noch Aspekte drin gewesen. Eben, du hast gesagt, es ist mehrschichtig. Ja. Ein Aspekt, den ich auch ein bisschen anklingen wollte, was heisst, ist die Schweiz dort eine spezielle Rolle oder ist es am Schluss, weißt, es ist ja alles sowieso heute sehr international, man hat so das Gefühl gehabt, die Covid-Zeit hat alles noch näher zusammengebracht, was ja mega eine Kraft ist, weißt? Und das habe ich auch viel von euch her gehört, wenn ich auch etwa mit dem Andreas Kauer darüber geredet habe, dem Leiter von Schleifi, er gesagt hat, ja, also es ist irgendwie, es kommt so viel zusammen, aber gleich, wir leben hier in der Schweiz. Was Ja. denkst du zu unserer Rolle? Vielleicht, wenn ich darf, möchte ich gerne nicht oben anfangen mit dem grossen Bild, sondern mit dem Einzelnen. Klar. Was ich höre jetzt ist, dass es am Herrn Jesus so daran liegt, dass wir mit ihm die Freundschaft, die Liebesgeschichte leben und eigentlich aus dem Hören von ihm und mit ihm heraus handeln. Also es ist ein ganz grosser Raum im Himmel, wo wirklich wartet, dass der Himmel uns dient, dass die Engel uns dienen und dass wir lernen, zusammenarbeiten mit Gott. Nicht einfach irgendetwas machen, sondern das machen, was dran ist. Und aus dieser Intimität heraus glaube ich, dass der Lieb von Jesus in der Schweiz am Zusammenrücken ist, noch viel mehr. Und eine Stimme überkommt und einsteht für das, was wie Gott Problem löst. Nämlich nicht auf irgendwie der militärischen oder der Vernunftsebene einfach, das braucht es auch, aber die Siege in der Bibel kommen alle von einer Strategie vom Himmel. Und ich glaube, unsere Strategie ist zusammenrücken, anstehen, unsere Stimme erheben und vor allem auch neue Dekrete erlassen, was unser König sagt. Ich meine, wir können nicht schweigen jetzt. Einfach nicht. Und das bedeutet, wir werden auch ein Stück in die Ecke gestellt, vielleicht verfolgt. Gesagt, wir seien Rechte oder wir seien Sektierer. Und ich glaube, um das geht es jetzt, dass wir von dem nicht Angst haben, weil es wird eine Wende geben. Das, was du erwähnt hast mit dieser Erweckung, die kommt. Ich will es nochmal sagen, der Geri hat in den letzten Monaten von seinem Leben von Erweckung geträumt. Gott hat ihm Erweckung gezeigt. Und darum weiss ich weiss, es kommt. Ich meine, wenn so ein alter Mann am Morgen verwacht und sagt, ich bin in der Erweckung gewesen. Ich bin letztens auch eine ganze Nacht lang einfach in der Erweckung gewesen. Es hat sich so geäussert, dass ich gar nicht viel machen musste. Ich war zwar irgendwo auf einer Bühne, aber der Herr hat gemacht. Der Geist Gottes hat übernommen. Ist das nicht schön? Ja, auf jeden Fall. Und darum, Ja, erwarten wir das. ja, und auch, was du auch schon gesagt hast, dass du den Eindruck hast, ja, dass Gott wie auch jetzt seine Menschen, sein Volk oder diejenigen, die wie offen sind im Geist für das, wie positioniert irgendwo durch für Ganz das. genau. Ja. Ja, das glaube ich. Und als Schweiz würde ich mir, das ist zum Beispiel das Gebet, das ich habe,
dass wir in der UNO nicht fähig sind, unsere Stimme zu erheben, dass wir für unsere Regierung beten, dass sie einen klaren Bezug macht, klare Statements macht. Wir müssen für unsere Regierung beten. Das ist so komplex, aber wir haben eine Waffe. Und die hilft. Ja, wow. Und es ist einfach jedes Mal wieder ein Highlight, oder? Zu merken, so eben die Energie, das vom Geist einfach auch gefüllte und so, wo man ja, immer wieder auch sich selber kann nur auftun und sagen, ja genau, ich will da unbedingt mehr von dem erleben, mehr von dem sehen. Und bei dir, du hast am Anfang schon ein bisschen gesagt, du wüsstest eigentlich jetzt noch nicht so ganz genau, ja, wie geht es jetzt denn weiter, gell? Jetzt bist du irgendwo ein bisschen wieder aus der Versenkung rausgekommen. Ja, das ist das Nähkästchen. Oder? Ja. Und jetzt, ja? Ich bin dran. Mhm. Also, Trauerzeit ist Trauerzeit. Und das kann man ja auch nicht einfach steuern. Aber das Ordnen und Sein vor Gott, das hilft. Und ja, du hast recht, ich habe wirklich in dieser Fastenzeit auch Jesus jetzt gesagt, ich hätte gern von dir eine Positionierung. Es geht ja nicht einfach weiter, es ist alles anders. Man ist wie nochmal neu gesetzt. Und ich glaube, dass der Herr Jesus mir da nochmal wird einiges sagen und sagen, wo er mich jetzt will und wie. Ich bin am Warten. Aber Super. ein schönes Warten, ein erwartungsvolles, dass er das, was er verheißen hat, dass er das auch bringt. Ich will noch eins sagen, was mich in den letzten Wochen sehe ich immer den Herr Jesus zwischen Himmel und Erde, ganz groß. Wie wenn er will sagen, ich bin da. Und für die jetzt das hören, ich will einfach sagen, er ist da, er ist nicht fern. Er ist am Regieren. Und er ist so voller Liebe für seine Welt. Und das, wenn ich ihn sehe, man kann ihn ja verschieden sehen, aber da steht er in dem Raum zwischen ihnen und will, dass der Himmel auf die Erde kommt. Und wir sind die das dürfen in Empfang nehmen und dann umsetzen. Amen. Hoffnung. Yes. Super, danke vielmals, Lilo. Es war einfach wirklich total schön, dich einmal mehr zu hören, zu erleben und zu sehen heute. Und, du bist auch so eine Löwin, natürlich, gell? Und das habe ich schon. Eigentlich ist es aus einem Malheur passiert, dass ich meine sonst normalen Live-Net-Moderationskarten nicht hatte. Und ich dachte, zum Glück habe ich noch unsere schönen Leuenkärtchen, jetzt die neue. Ich dachte, das passt ja, wenn ich zur Lilo gehe. Ja. Und wenn wir hier einen Talk haben, weil das ist schon etwas, was immer wieder du ergriffen hast über die vielen, vielen Jahre. Und jetzt auch wieder dich so positionierst und offen bist. Das ist schon ein riesiges Geschenk. Und danke vielmals für das Gespräch. Ich danke. Ja, und du weisst ja, also die Radio- und Fernsehleute sind auch Leute. Die tun auch ihr Maul auf. Hoffentlich. Sie sollten es schon sein. Ja, ich sage dich zum Brüllen. Also danke vielmals. Ich wünsche euch ein ganz gesegnetes Purimfest am 23. März. Wenn man sich anmelden will, kann man sicher noch bis dahin wahrscheinlich. Ja, man kann kommen. Einklinken. Ja. Und in der Stiftung Schleife 24 Stunden Purimfest, wo ihr jetzt, glaube ich, mehr als einen Hauch sogar bekommen habt, was dort hier drin steckt, um was es geht. Und auch das Herz von Lilo, das auch mit drinnen natürlich wird sein, ein Teil davon. Danke vielmals für euer Interesse und bis gleich wieder in den Live-Net Talks. Ade miteinander.